Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fall zu Fall. Wir servieren nicht ganz oft relativ unverdauliche Kost, weil da ist für ein bisschen etwas Kompliziertes, auch wenn wir immer probieren, es einfach zu erklären. Und dafür haben wir dezidiert, dass wir 20 Minuten Sendung, mal an 10 Minuten, Häpperchen präsentieren, da geht es nicht sehr langweilig. Etwas viel gesperrt geht an der Recht von Mariage, sich bestürden, es können noch gleichgeschlechtlich Koppeln sich bestürden. Karin wird immer vergisst, dass den Mariage auch irgendwelche Konsequenzen mit sich zeigt. Obligationen noch einmal, nicht nur Rechte. Was sind die Obligationen, die ich agin durch den Mariage, durch Bestürdenis? Ja. Also für wirklich ganz präzis oder das zu rappelieren, sind, dass man die gleichgeschlechtliche Mariage schon sind die Obligationen, so wie sie am Code Zivil draufstehen, für eben all Mariage applikabel. Schon gleich im Radio mein Schere gesagt, das Innovation, wir holen gleichgeschlechtliche Mariage, was ändert da alles? An sich ändert von den Obligationen hier gelernt auch gut nicht, das einfach just gesot gehen, weil die Obligationen, so wie sie für heterosexuelle Mariage bestanden, gehen einfach ausgeweitet ob gleichgeschlechtliche Mariage. Das Eheschaftsrecht hier, das wäre eine Innovation, so unser Bertel am Eheschaftsrecht, mir wird absolut nicht wahr. Also sie wussten, dass das eben auch für homosexuelle Mariage gilt, was für drin, für die normale Mariage gilt. Ganz genau. Soweit ich das mitkriege, meine ich, soll irgendwann eigentlich Änderungen an dem ganzen Regime legal kommen, aber am Moment das ist einfach so wie es applikabel war für die heterosexuellen Mariagen, als die Belo auch applikabel für die gleichgeschlechtlichen Mariagen. Dann erzähl uns mal ein bisschen, was die Obligationen alle gut sind. Also die Obligationen, so wie sie vier gesehen sind, die sind applikabel, egal wann für einen Ehevertrag das ist schon. Das heißt, der Code Zivil sieht, die heutigen spezifischen Obligationen, die ich vier gesehen, die sind für alle Menschen, die bestört als applikabel. Okay, das ist der Vertrag, das sehen wir dann dünn oder an der nächsten Sendung, da das wie im geheiert wird, was wir zusammen schaffen und so weiter, all die Geschichte. Genau. Mit der Zeit sind Obligationen, die hat jeder, egal ob man eine gute Trennung oder eine gute Gemeinschaft Ganz oder was auch immer man holen. Ganz genau. Maja. Bon, du hast mal als allererst die Obligation d'assistance entre époux, das heißt, wenn ich mich bestürden, gehe ich versprechen an, dass ich für den anderen du hast. An die Assistance als selbstverständlich eine Assistance financière, mais sie hat auch eine Assistance morale, etc. Das heißt, wenn ich Alzheimer kriegen, dann musst du ein bisschen mehr für mich sorgen wie bislang. Wir müssen einfach bislang schon ganz gut. Ja, gut, merci. Das ist die erste Obligation. Und das ist dann noch die Obligation, aus der vier geht, wenn Herr noch ein Divorce kommen, wo dann die Pension alimentaire während dem Divorce an sich auf Basis davon gesprochen wird, weil ich die Obligation d'assistance financière vis-à-vis von meinem Ehepartner. Gut, ich kann meinen Ehepartner einfach sitzen lassen, ohne Revenuen. Ganz ich genau. muss dann einfach für ihn abkommen. Ganz genau. Soweit ich mich kann erinnern, mir da kannst du konfirmieren, gibt es eine extra Prozedur, wann während dem Mariage ein Ehepartner nicht mehr gibt für den anderen Ehepartner abkommen, wo an sich eine extra Prozedur steht, dass ein Deal vom Salär von meinem Partner oder von meinem Ehepartner kann direkt ausbezahlt werden. Ja, das ist ganz richtig. Also eine von den Obligationen als Contribution aux charges du mariage, nennen sie das in Französisch, das ganz einfach beidrohen zu dem, was eben den Staat braucht. Das kann finanziell sein, das kann auch ernst finanziell sein. Aber wenn du von den Ehepartner allein arbeiten geht, zum Beispiel, und du möchtest den ganz Pai drop, dann hat den anderen Ehepartner die Möglichkeit, den Friedensrichter zu befassen mit einer Demande en Contribution, die direkt an den Patron geht. Das heißt, der Patron kriegt da vom Friedensrichter gesagt, man überweist einen Teil von der Pai nicht mehr und Madame, mehr und den Herr oder umgedreht, weil der muss ja schließlich dafür sorgen, dass der Frigo voll ist von sein Ehepartner oder wann kann er heimkommen. Und dann ist der Patron obligiert, für direkt und den anderen Ehepartner zu verweisen. Absolut, genau so war es. Eine andere Obligation als Mariage ist natürlich die vis-à-vis von den Kindern. Auch da eine Obligation, sowohl finanziell wie moral wie die Education. Das heißt, wenn man zusammen Kinder kriegen, dann muss man für die Kinder da sein. Und auch dort selbst eben en cas de divorce, wo die Obligation von der Pension alimentaire eben noch darüber basiert, dass ich eben finanziell muss für Kinder da sein, respektive eben noch die Sache von Garde, Droit de Visite etc., wo ich eben noch also kann eine gewisse Surveillance haben, damit ich auch kann mit an die Education abbringen. Ganz genau. Ein großes Missverständnis, was Kinder anbelangt, das ganz oft, das hält ab nach 18 Jahren.
das ja nicht so, es hängt schon davon auf, sind die Kinder nach an der Schule, brauchen sie nach immer den elterlichen Beistand, nicht nur moralisch, mehr auch finanziell, also so lange wie Kinder an einer Skolarität sind, die akzeptieren, dass das heißt, nicht, wenn sie übertreiben, nicht, wenn sie no 6 Mal durchgefallen sind am Lycée Technik, dann a Südfrankreich Deutsch studieren gehen, dann nicht, wie wenn sie an einer Skolarität justifizieren, sie wenn sie weisen, hey, ich gehe mal mehr, auch wenn ich ein durchfälle, ich meine aber seriöse Studien, so lange müssen die Eltern dafür so abkommen. Und ich denke, dieselbe ist auch ähnliche Prozedur, wollen schon, wenn meine Eltern nicht für mich abkommen, gibt das kein Divorce, du hast mir auch dann ich als Kind denken, eng Aktion Justiz, die hunn ich eigentlich fundamental immer an darüber berät aller für Code gieren. Dann haben wir die dritte Disposition, die ich eigentlich ganz erstaunlich fand, das ist die vom Logement familial, den an sich speziell protegiert ist, wo an sich viel gesehen ist, dass das Logement familial nicht einfach kann darüber disposieren, ohne den anderen zu frohen seiner Kurz. Genau, auch von dem sein allein ass, das heißt auch von ich lo von meinen Älteren ein heiße Gift tun, und ich ging lo mit meiner Frau dahin wohnen, da kann ich nicht irgendwie selber allein dezidieren von Haut auf Mur, das verklappt. Genau. Da muss ich schon meinen Ehepartner frohen, dass ein Akkord ist, der muss auch mit bei der Schreibe gehen, für seinen Akkord zu dokumentieren. Vielleicht just als Parenthese, die Disposition also auch am Kader vom Pax überholt gehen, das heißt, das nicht immer, wenn ich bestürzt bin, wo das Logement familial so protegiert, dass wir auch, wenn ich gepackt sind. Das ist schon etwas Neues geworden. Als das doch gefällt. Das heißt, mein Partner muss auch sein Akkord geben, wenn das Logement familial verkauft wird. Wow. Da gibt es noch eine Obligation. Die Leute so ein bisschen mehr missfällt, ganz oft, dass die vom sich streiten. Ja, d'Obligation de Fidélité, wenn ich auch mitkriegt habe, war an sich eine Diskussion, dass die Obligation de Fidélité nicht mehr soll am Code Zivil draufstehen. Und das ist aber schlussendlich, also da beibehalten gehen, dass die Obligation de Fidélité müsste für ich meine, der klassische Auffassung, also Quintessenz von einem Mariage, da den sich gegenseitig treffen. Und wenn man das auch noch ablesen, dann fragt sich wirklich, was nach einem Unterschied soll sein zwischen einem Mariage und einem Pax. Ich meine, Pax ist eine Lebensabschnittsgemeinschaft, die irgendwie reglementiert, also Mariage soll ja etwas mehr sein, und das gibt zu einer totalen Uniformisation führen. Du hast aber so, dass die Violation von der Obligation, also bewusst, dass dann ein Cause de Divorce, also ein ursächlich können schäden zu lassen. Das ist nicht, wie wenn ich dafür Kind, die man viel suchen, rausschlagen, wenn mein Partner ein Kind frieren geht. Und noch auf dem Punkt, hast schon sich viel gesehen, dass neue Gesetze kommen für die Schädungsgesetzgebung. Ja. Wir sind seit Jahren am Gang, ein Schädungsgesetz zu kriegen, das ist auch noch nicht für Haut mehr. Dafür machen wir demnächst Sendungen, wo man die Schädung, wie sie Haut nach ist, werde belichten, weil ich werde ganz dauert nach ganz lang, bis das neue Gesetz dann applikabel ist. Wenn das kennt, da schwätzen wir auch drüber. So, da sind wir schon bald Ende gekommen von einer 10-Minuten-Sendung. Das heißt, was in den kleinen Häpperchen, kann man schwätzen nach ganz schnell über das Regime, wenn wir beim Geld wären, das Regime legal. Was tun die Leute für ein Regime, wenn sie nicht beim Notar mehr führen ihre Mariage? Also, vorweg, wenn ich mich bestürde und ich will einen Ehevertrag oder ich will eine spezielle Reglementation haben, muss ich den Ehevertrag machen, ehe ich mich bestürde, weil ich sonst während 2 Jahren mal zumindest forciert, sie verändert dem Regime legal bestürzt sind. Ein ganz kurzer Wieder, Regime legal heißt, alles, was ich vor dem Mariage hat, bleibt meins. Alles, was wir während dem Mariage zuschaffen, ist commun. Alles, was ich geirrt habe, gibt irren. Alles, was ich geschenkt habe oder in Zukunft, wenn ich geschenkt kriege, bleiben mir propre. Das heißt, ich behalte das, was ich für Mariage habe. Ich behalte bei einer Schädung das, was ich während dem Mariage geschenkt habe oder geirrt habe. Da konnte alles, was ungeschäft ging, während dem Mariage, von egal wem sie suchen, egal ob schaffen geht oder 2 schaffen geht, das alles als gemeinsam inclus auch die Schulden. Auch das ist wichtig, dass wir den Aktiv, den wir zusammen ungehäuft tun, wir auch den Passiv, den wir zusammen ungehäuft tun. An der geht 50-50 gedeelt, das ist das Regime legal. Aber wenn der davon will derogieren, Karin hat schon gesagt, da muss der vor Mariage bei Notar gehen, an den Akt machen, aber wie die verschiedenen Akten ausgesehen, sind wir am Teil 2 von Fall zu Fall.